Goedemorgen. Ik begrüße jullie ook im Namen Jesus Christus. Vandaag morgens wil ik van een thema reden wat mij zo schijnt van te reden. Daar vingen we veel hoopning in Noot aan in deze zaak waar ik van reden wil. En de titel van de boodschap heb ik mij gewählt te naam Gott Halpt en woakt over ons. En ik geloof, we worden alle van veel ervarenheden reden van onze vergangenheid en ons leven, wo en op wat van de weg Gott ons geholpen heeft en wo hij heeft gewerkt over ons. Ik geloof, we iedereen zullen de gelegenheid geven met te delen. Ik geloof, iedereen wordt veel met te delen gaan daarvan. En we lezen ook in veel verschillende steden in de Bijbel, wo Gott de mensen beschützt en geholpen heeft. En op verschillende wegen. Besonders in de psalm, ik vind daar maar veel troost aan. David heeft veel van de psalm geschreven. En hij redt van de ervarenheden wat hij gemerkt heeft met God. We weten van den zijn leven, waar hij afmoest in de gevaar wie tegen zijn vriend, sogar met tegen zijn schwiervoeder sogar maar. So hij moest veel versterkt zijn en hij kon dat ervaren op veel steden en veel wegen, waar God allemaal beschützen deed. Wanneer hij in de levensgevaar was. So hij schreef veel van de psalmen in zijn testimony. Veel van die waren sogar zijn testimony. En in de schriftstal wat jullie in de bulletin hebben, wat ik me gewählt had, wordt er sehr passend als voor dit, dat als Psalm 46, vers 2. Sagt Gott als onze Tooflucht, ook onze Krauft. Hij is een jewenschte Halpt in de groote Noot. En ik geloof, dat is gelijk wat we ook oftmals ervaren hebben en beleefd hebben. Dat hij is wirklich een jewenschte Halpt in de grote Noot, want we in de Noot geraten doen. Op Englisch Übersetzung sagt dat hij is a very present help. Hij is sehr dichtbij, wanneer ons help fehlen dat. So we lezen op verschillende steden in de Bijbel, wo en wo Gott Menschen beschützt heeft en geholpen heeft. So dat als wertvoll te weten en van te horen. En op veel verschillende wegen braucht Gott Menschen te helpen. In Psalm 91, ik leid in 91 Psalm ook zeggen, ik wil lang niet in ganz lezen, maar door ik pofhargen, wat ik me gewählt habe, van te reden. Dat zegt, hij wordt zich die onder de pflichten nemen en door onder wordt u immer sicher zijn. So dat is wat hij zei in het vanavond, dat hij wordt zich onder zijn pflichten nemen en door wordt we immer sicher zijn. Dat hij zo trouw is. Dat hij als een Charme ook een Schild voor ons. Goed, davon te reden en nog te weten. So, Gott helpt uns und er nimmt uns sogar unter seine Pflichten, wo wir sicher sind, wo er ein Charme und Schild ist für uns, zu alle Tiden. Und einmal braucht er auch, er hat selbst einmal die Menschen halten auf seine Wege, aber einige Tiden braucht er sogar Engel, wo er schicken hat, Menschen zu halten. So, wir haben verschiedene Wege, wo Gott uns beschützen und halten hat. So, ook in Psalm 91, daar redet ook van Gott, wo Gott de Engel schicken deed, Menschen te helpen en te bewahren. Psalm 91, vers 11 sagt, dat hij heeft zijn Engel geschickt, über die te zijn. So, dat wil zich alle kan persoonlijk ook aannemen, dat hij heeft zijn Engel geschickt, über die te zijn. En die op al die wegen te bewahren. Sehr gut nodig te weten, dat sogar de Engel, wat hij geschickt heeft, über ons te werken en ons te bewahren. En we lezen ook veel verschillende steden in de vergangenheid, waar God Engel schicken deed Menschen te helpen. En ik dacht aan de geschichte van dat Egyptische volk is dat uit Egypten, dat Jüdische volk is dat uit Egypten uitkwam. Dan veel en ook helpen je wees hebben naar het verspreide land te reizen. Ze worden veel verschillende dingen wat ze worden ervaren, waar ze worden gefährliche Tiden ervaren en erleben en op de reis hier rond. En daar ook zegt dat in 2 Mose 14 vers 19 zegt dat een God zijn Engel, die immer voor dat Israelitische Heer ging, trok zich tree en stal zich heen dat volk aan. So hier dat Engel dat ging voorop en dat trok zich ook heen, pas allemaal heen en pas allemaal op de eind, wo ze reizen dan heen wees. So dat zegt in de stille wolk van dat volk stal sich auch heen dat volk aan. So hier dat
Gott bewahren und beschützen mit einem Engel. Er schickt den Engel dort tun, auch mit einer Wolke, dass die würden sicher sein, dass die nicht würden in eine Gefahr ankommen, wo sie wollen werden sein. So, also wird voll zu sein, wo Gott das Volk immer beschützt hat. Und das Gott zu all sehen, nicht bloß zu jener Zeit, aber auch von der noch. Da wir erfahren auf verschiedene Wege, wo Gott uns beschützen wird und Menschen beschützen wird. Wir können oftmals hören von Testimonies, wo Gott Menschen beschützen wird. Wir lesen auch in dem Neuen Testament auf verschiedenen Stellen, wo Gott einen Engel schickt, wem zu helfen. Wir lesen von Petrus. In Apostelgeschichte 12, da lesen wir von Petrus, wo Gott Petrus halten, da sei in die Vorwehr. In Apostelgeschichte 12, Vers 1 sagt er, in dieser Zeit leidt der König Herodes, eine von der Gemeinde vornehmen, die Türläden. So hier wieder diese Zeit wird der König Herodes, was der Christenpolizei verfolgen wird. Und der Leute die vornehmen in Türläden. Und nicht bloß das, hat er Leute Türläden, aber hat er sogar den Tod mehr an. Er leidt sogar Tod mehr an, oder er möchte Tod. Das sagt, Vers 2, in Leute Johannes, sein Bruder Jakobus, mit dem Schwert Tod mehr an. So hier wird Jakobus totgemerkt mit dem Schwert. So, in das Gefall, das sagt das jüdische Volk gefällt, dass er das hier deed. Als er das sagt, was an das gefallen deed, das sagt in Vers 3, und als er sagt, dass die Juden das gefall, ging er wieder und nahm Petrus auch vor. So, hier sagt, dass das Volk das Freien, das er heute getan hat, so er will irgendwann gefallen noch wieder gehen und nahm Petrus auch vor. Und das sagt, dass wir gerade der, wo sie angesüdet Brot essen, also Passafast, zu der Zeit, wie das aus Petrus festgenommen wird. Und so, nahm am Fuß und leider am Anstarben zu dieser Zeit, er wollte nicht das Leben nehmen, durch die Zeit, was der Passafast führen wird, so er den Fuß nehmen, im Gefängnis dann starben, und er wollte auflösen, bis das Fast ist durch wir, und dann wird er auch sein Leben nehmen. Für die Juden haben gefallen. So, und das Passafast hat hier ungefähr einmal bei einem Weg, wo das angehen wird. So, ich weiß nicht, dass Petrus auf den ganzen Weg im Gefängnis muss ansetzen, aber der stoppt ihm da eine Weise ab, im Gefängnis stoppt er ihm an, und dann sagt er, als er ihm festgenommen hat, lässt er ihm anstoppen und stellt Feuergruppen Soldaten an, von jeder Feuermann, über ihm zu wirken. Und dann nur das Passafast will er am das Volk verstellen. Also hier sich so hier nur das Passafast, er will machen, aber dann immer wieder, dann will er die Juden den verstellen, dann hat er geplant, sein Leben auch zu nehmen. Aber was hier passiert, das ist sehr interessant, sehr wertvoll. Vers 12 in der Apostelgeschichte 12, Vers 5, sagt, dass Petrus wird im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde bet ernstlich für ihn. So hier die Gemeinde die Gebetszeit anstellen für Petrus. So die beten hier, die Gemeinde bet ernstlich für ihn zu Gott. Und ich glaube, das ist ab ernst wertvoll, das zu beobachten, dass hier Gebet wird, ernstlich Gebet wird für Petrus, als er im Gefängnis wird, weil die Gemeinde wird auch gewusst haben, was der König im Sinn hat mit ihm, dass er will sein Leben aufnehmen, kriegt, dass er Jakobus jetzt die 3 getan hat, so nu betet das Gemeinde hier ernstlich für ihn. Und dann sagt er hier, und auf einmal, Vers 7, und auf einmal stund den Herr sein Engel vor ihm. Und in der Stube scheint ein Licht nach. Ich weiß nicht, was das Licht ist, was wenn das Engel so dachen, aber sagt hier, in der Stube scheint ein Licht nach, und der Engel klappert Petrus an und er sieht. Und wirkt ihm ab. So hier, Petrus, hat hier sogar geschlafen. Hat vielleicht ganz Frieden können schlafen, wenn er hat sich auf Gott verloren oder was, ich weiß nicht, aber er wird hier angeschlafen, und hier kommt der Engel und perkert ihm und er sieht und sagt, abstehen, steh ab. Und er wagt ihm ab und sagt ihm, er soll steh ab, schwimmen. Und als er abstehen, dann sagt er, dann fallen die Ketten von der Hänge. So als er abstehen, der Bruder kommen, um die Ketten abschließen, dass er die Ketten losmerken können. Die Ketten, die fallen für Salz von ihm los. Ich glaube, das wird auch von der Kraft von den Engeln. So hier kann es auch sein, hier hat Gott einen Engel geschickt, Petrus zu halten.
dann haben wir vielleicht eine Frau und dann wundert einer, warum das Engel nicht heim Jakobus halten, als sie am den Leben genommen wir. So, warum Gott am nicht raten. Aber Jesus hat im Verrat all prophezeit, dass die Jünger würden alle angebracht worden und die würden alle ihr Leben verlieren, für ihren Glauben, auf verschiedene Wege. So, hier wie Jakobus hat sein Leben muss abgeben für seinen Glauben. Und nu hat er in Petrus auch das Leben zu nehmen. Aber ich wundere uns, warum hier von den Tod beschützt worden, während die Gemeinde beten leid. Wir lesen gleich, dass die Gemeinde für Jakobus beten leid, aber hier sagt er für Petrus, die Gemeinde betet ernstlich. Als das vielleicht durchwegen, dass Gott in Engel schicken leid, während er will ihre Gebete erhören, will es weiten, und nur Jakobus nur sagt, dass ein Gebet als sehr verschlagsam, besonders wenn das von einer gerechten Person gebet wird, als es sehr verschlagsam. So hier wird eine Gebetszeit aufgeholt, dass der ernstlich beten leid für Petrus. So einer weiß nicht, als das der Schrift sagt nicht, wo dann Petrus beschützt worden und er wird nicht sein Leben abgeben. Aber ich wundere, was das hat zu tun mit, dass die Gemeinde ernstlich beten leid vor allem. Wir wollten Gebet als verschlagsam, so einer wundert eins mal. Und so, das sind so viele verschiedene Tröst, werden Phasen, was wir finden, wo Gott Engel brücken leid und wo er verschiedene Wege Menschen beschützen leid. Mir ist das viel wert. Noch eine Phase, die ich viel schätzen, da ist Psalm 34, Vers 8, wo das sein, dem Herrn sein Engel, auch war der Engel, dem Herrn sein Engel lehrt sich die, die am fürchten. So hier ist es noch ein bisschen, bei wem das Engel sich lehren. Das sagt besonders der am fürchten tun. Der Gott fürchten, der am Leben tun doch wollen, fürchten vor ihm. Er sagt, der lehrt sich die am fürchten und halbt an ut. So da was ich ab Gott verloren tun, was am fürchten tun, das Engel, das lehrt sich ran die Person. So sehr wertvoll zu denken und zu weiten. Dass Gott hat seine Engel geschickt, sich ran uns zu bewahren und lehren, der am fürchten tun. So dann, ich wundere auch mal, hast du mal die Erfahrung gemerkt, wo du angeworden bist, dass Gott hat die beschützt, hat die bewahrt, auf verschiedene Wege, vielleicht mit Engel, was er geschickt hat, und du kannst nicht zurückgehen und sie denken, du hast ein Engel gewesen, was die beschützt hat. Wenn du noch einmal hast, seine Beschützung erfahren hast, dann fängt mal selbst an, wo du Gott verloren. Die nächste Vers sagt hier in Vers 9, sagt, fängt mal selbst an, wo Gott der Herr ist. Wo Gott ist dort für den, der sich auf ihn verlässt. So die, wo das weiten, der sich ganz auf Gott verloren hat, für den ist das wirklich Gott. Sagt er, wo Gott ist dort für den, was sich auf ihn verloren hat. So, verloren wir uns zu allen Tiden auf den Herrn und weiten, dass er wird uns beschützen, er wird uns bewahren, ob was immer für ein Weite er sich wählen, das dort zu tun. Ich verteile vielleicht noch ein bisschen von der Erfahrung, was wir gemerkt haben, meist 2 Wochen 3, wo wir im Accident angeraten werden. Und das nahm sich da auch interessant Raum, wo sich der Raum nehmen, wo das alle erfahren werden, probiert erfahren werden. Wir waren am Bach, so wie 2 Stunden war ich von Tüß. Und da auf einmal dann geraten wir im Accident nennen, dass wir den groote Traktor, was uns in unsere Linie nennen, kommen, wo wir fahren werden, und dreht bis einfach ganz gleich in unsere Kanonen. Und da kommen wir auch, wir sagen keine Engel nicht, der Raum an, aber wir kicken Lothar 3, wo das sich Raum genommen hat, wo das passiert wir können ganz klar sein, dass Gott seine Hand wieder mit angewasst. Als wir das fertig vorbeifahren, den großen Traktor vorbeifahren, wenn wir vielleicht 2 Sekunden böse gefahren haben, oder passiert wir, dann wo das große Traktorrad an der Seite uns fertig in der Rüt, in der Derne gekommen, kriegt bei der Rüt, wo wir Minimum gesessen haben. Und was dann wird passiert sein, weiß einer gar nicht, was da wirklich wird dann passiert sein. Oder wenn wir ein paar Sekunden vielleicht sachter gefahren wären, dann würden wir zwischen den Traktor und den Trailer sind, zwischen gekommen. Dann denkt er alle Hand, wo sich das hat Raum nehmen, das über nicht dein. So wir sagen, kriegt das Gott seine Hand, die wieder zwischen, wieder in das Accident kriegt werden. Und heute geht es, das heute will.
Und er beschützt uns auf einen besonderen Weg. Und wir weten nicht, wenn wir uns auf Gott verloren tun in all unsere Wege, dann brauchen wir nicht sorgen oder eins wundern, wo wir alles was Raum nehmen, dann weten wir, dass Gott hat in seiner Macht. Er hat alles in seiner Macht, das er das will. Du willst halt wirklich sagen, dass Paulus sagt in Philippa 4, Vers 6, sorg nicht um nichts. Lass Gott mit Beten und Prachen Dankschein sein und alles weiten lassen, was uns fehlt. So das weiten lassen, was uns fehlt, wo wir sind, in den Umständen, wo wir nicht geraten tun, wo immer wir sind, wenn wir Gott das weiten lassen tun und ein Dankschein sein, allem verrückt, dann kann das sein, dass er wird das alle regieren, er wird uns Frieden geben in den Tiden. Und das sagt, wenn wir das wollen, dann wird er uns Frieden geben. Und das was er sagt in seinem Wort, Vers 7 sagt, in Gott sein Frieden, der weit über alles geht, was Menschen verstehen können, was ihre Horten und Gedanken in Christus Jesus bewahren. So wenn wir das klar fühlen können, dass er für uns sorgen, dann auf einmal kommt eine Friede über uns, was wir wirklich verstehen können, was wir nicht begreifen können. Aber er lässt der Friede über uns kommen, was unsere Horten und Gedanken nicht verstehen können. Und er bewahrt die. So, Gott lässt gewisse Umstände tau in uns Leben, aber wir wissen einmal nicht, warum oder warum er das und was passieren wird, aber er lässt das tau. Aber wir wissen, dass er ist in Kontrolle, er hat die Macht, das so zu regieren, als er will. So, und was immer wir von in Zustand angeraten tun, dann soll es vielleicht nicht so leicht sein, dass warum es zu mir passiert. Ich glaube, in so einer Umständen soll wir fragen, warum, oder was die mir lernen aus das, was immer das passieren wird, was immer er lässt, kommen ins Leben. Ich glaube, dann sollen wir stillhalten und fragen, uns bedanken an ihm, und dann fragen, was du mir lernen in diesem Zustand, wo wir angeraten sind. Ich glaube, das ist, was Gott will haben von uns, dass wir sollen fragen, was ist das, was du zu mir sagen wirst. Und dann Zeit nehmen, still sein, und Zeit nehmen und horchen, was er sagen wird. So, er lässt verschiedene Dinge kommen in uns Leben. Er beschützt uns nicht von eigentlich. Einige Tiden, dann gerot wir eigentlich nennen, aber in den Tiden, als er doch du auch mit uns mit, und er beschützt und er lässt nichts passieren, was er nicht will haben, was passieren soll. So, dann können wir bis sein, wo und auf wovon Weg er uns beschützen wird. Wir lesen in der Schrift noch eine Geschichte von, was ich so dachte, was ich sehr viel wird schätzen da. Das ist eine Geschichte, was vielleicht wo sie viel sehr bekannt mit sein, aber mir ist eine sehr wertvolle Geschichte. Das ist von einem König, der heißt Josaphat, wo wir von lesen, wo Gott anbeschützen wird. Er wird auch eine Gefahr in seinem Leben. Und Gott beschützt ihn auch auf einem sehr besonderen Weg. So, das ist eine sehr wertvolle Geschichte für mich. Und wir haben so viele verschiedene Wege in Städten in der Schrift, wo wir können von lesen, von wo Gott Menschen halten, was sich am verloren haben und so weiter. Und da auch, dann muss wir auch sein, was will er uns lernen aus den verschiedenen Geschichten, was er in der Bibel hat abgeschrieben. In Römer 15, Vers 4 sagt er, denn was immer vorher geschrieben wird, wir geschrieben, wo wir ihn, dort wir dort lernen sollen. So alles hat eine Lehre, was immer er abgeschrieben hat, das ist eine Lehrbahn für uns, dass wir können dort lernen. So heißt es, was immer vorher geschrieben wird, wir geschrieben, dort wir dort lernen sollen, dass wir durch die Geduld und den Trost in der Schrift Hoffnung haben. So checken, was das ist, was er gesagt hat, was er geschrieben hat, was da passiert ist zu den Menschen in der Vergangenheit, und sein, was will er uns lernen aus das. Und hier werden erfahren, was der König Josaphat erfahren mit Gott, wo er eine Halbfrau hat. Das sagt in 2. Chroniker 20, als das die Geschichte geschrieben, ich will nicht das ganze Kapitel lesen, aber das ist das ganze Kapitel ist sehr wertvoll zu lesen. So, das sagt hier in das Kapitel, 20. Kapitel, Vers 2, sagt das, Josaphat wird gemalt, sagt, eine große Übermacht kämpft von der anderen Seite, von Saltmeer und Edom gegen die. Und kijk, die sind all in Hasesohn Tamar, das ist ein anderer Name für Engedi. So, hier sind die Wort, was eigentlich weiß ich da recht mitsprechen darüber. Das wird in der Stadt hier werden 3 verschiedene
Menschen, die sich gewählt haben, in Josaphat zu kommen, in das jüdische Volk zu gehen, und jene zu kriegen, und die vielleicht umzubringen, so wie das. So sie hatten, wenn sie topgestundet, wie eine große Schar Menschen, Soldaten, die sich gewählt haben, in Amt zu kommen. So diese drei Menschen, das wären sehr manche Gruppen, die hier sich topgestundet haben, die in Amt kommen wollen. In Josaphat hat auch Angst, das hat ich hier, und da sagt er in Vers 3, Josaphat verschrock sich sehr und bemüht sich, den Herrn zu freuen und leitet in ganz Juda eine Zeit abrufen zum Fasten. So hat er das rechte Ding hier, er erschrock sehr, aber er ging raubt alle Menschen taub, dass er sollen eine Zeit nehmen für Fasten, für was die jenen kommen wird. Beten und fasten vielleicht zu Gott, dass der entweder helfen in dieser Zeit. Und dann sagt er, und was passiert dann, das hat er gesagt hat, Vers 4 sagt, in Juda versammeln sich, um von den Herrn Halpt zu segnen. Die wählen sich das rechte Ding zu tun. Sie versammeln sich, um den Herrn Halpt zu segnen. So, die gehen gleich nach rechte Stadt, wo der Halpt der Herrn ist. Die gehen zu Gott. Und wollen nur segnen noch halb, und sachten noch halb. Sagt er, sogar alle Städte von Juda kommen sei, um den Herrn zu segnen. So das ganze Volk von der Umgehend oder so versammeln sich, um den Halb zu segnen von Gott. Von Juda und Jerusalem, den nie ein Verhaft beim Tempel. So hier beim Tempel wird ein Verhaft, da versammeln die Menschen sich, wenn sie uitroepen deiden, von den Halb fehlen deiden. So hier kommt alle taub, das ganze Volk kommt hier taub und sagt Gott, von Gott nur Halb. Das sagt, dass Josaphat stellt sich für die Versammlung und stellt Gott eine Frau an. So hier, für die Menschen früh, das kenne ich, Gott eine Frau, er sieht, Haar, in Vers 6, in Haar, hast, und er sieht, Haar, du bist Gott. Bist du nicht ans Gott, ans Futter, unseren Futter, bist du nicht Gott im Himmel, in König über alle Königreichs von den Völkern? So hier stellt eine Frau, sagt er, bist du nicht wirklich der Gott, der allmächtige Gott ist, der König ist von allen Königs? Dann sagt er, bei dir ist alle Kraft und Macht, und du hast keiner, was die widerstehen kann. So er steht hier tau, er hat Gott kennengelernt, er weiß, wer er ist. Er sagt, bist du nicht der, der alle Kraft hat und alle Macht hat, wo keiner je kann gehen. So das, was er von Gott sagen wird. So er hat Gott kennengelernt. Er sagt, bist du nicht der, der allmächtig ist, was alle Kraft hat, was er empfehlen wird? Und in Vers 7 sagt er, du ans Gott hast doch die Einwohner von dem Land für den Volk Israel verdreven und hast uns deinen Freund Abraham sie genommen, dort für immer gejäft. So er sieht, das steht gejäft. Sagt er, unser Futter schmiert an sich hier Tüß und büden ein Heiligtum für den Nomen und Seden. So hier sagt er, hier, du hast uns das steht gejäft, und seine Futter stand hier in der Stadt, gemerkt, wo sie können hinkommen, um zu beten. Dann sagt er, wann eigentlich über uns kommt, also dann haben wir verschiedene Dinge, was ich abgeschrieben habe, von den verschiedenen Angelegenheiten, die über uns kommen, dann würden sie von einem Halb kriegen. Dann sagt er, wenn eigentlich über uns kommt, schwert, strafgerecht, gefährliche Krankheiten oder Hungersnot, dann will wir hier für dein Haus, für die treten, willst die Nomen als hier in das Haus. So sie haben sich das gewählt, dass hier würden sie eine Stadt haben, wo sie können hinkommen, Gott unterrufen, wenn entweder allerhand von diesen Dingen passieren. Und sagt er, in unserer Not, in unserer Not, nur die schrien und du wirst uns hören und helfen. So da hielt sich so her, als ich ganz sicher, dass Gott würde, wenn sie in diese Gefahren würden angeraten, wenn sie würden gegen Schwert gehen oder strafgerecht, gefährliche Krankheiten würden kriegen oder Hungersnot, was immer wird passieren im Leben. Sie wissen, dass sie können hier in diese Stadt kommen, Gott, wenn sie anwürden, schrien nur Hilfe, dann würde er ihnen helfen. Das war gesagt, wenn wir in unserer Not die schrien und du wirst uns hören und helfen. So sie hatten ein großes Vertrauen, dass Gott würde anhelfen.
Sie sagen, du wirst uns hier und helfen. Und sie wären hier nu in eine große Not, wo sie eine große Schar Menschen haben, die jeden Antwort kommen und die wollen ihn anbringen. Und das gibt eine große Angst. Sie wären in eine große Not. So, das wird nicht eine gewöhnliche Krankheit oder Hungersnot oder irgendwas, aber das wird schwer, was die jeden entkommen. Und das sagt, was er auch sagt, wenn sie wollen schwer haben, was die jeden entkommen, dann wollen sie den Arm schreien und er wird ihnen helfen. So, hier wird eine große Schar Soldaten, was die jeden entkommen, in ihren Feld helfen. Und das werden die Ammoniter, Moabiter und Syrer, was die jeden ankommen, in 3 verschiedene Gruppen, was sich aufgestanden haben. In Joschafat, der stand der Tau, er wusste nicht, was er soll tun. Er hat so eine große Angst, er fragt Gott in Rot, was er soll tun. Wenn wir übergehen in Vers 12, sagt er, wie kann uns hier in diese große Armee nicht wehren? So er steht dort hier Tau, er sagt, wie kann uns euch wehren hier in dieser Armee, was hier in uns kommt. Was hier in uns kommt, dann sagt er, wir wissen nicht, was wir tun sollen. So er steht dort hier Tau, er sagt, wir wissen nicht, was wir sollen tun. Sagt er, durch wen kicken unsere Ohren ab nur die. Ich glaube, das braucht für einen Menschen, der sehr demütig ist. Das wird demütig, was das kann ich haben. Das hat er Tauschstunden, das wird kann ich, die Menschen kicken alle an den Armen rot und wollen sich am Arm verloren, das hat wir noch erlernt, wenn irgendwo eins hat fehlen, dann wollen sie kein gehen. Aber hat er hier Tauschstunden mit seinem voll taub. Kommen sie taub in Jeroden, taub in Beten und Fasten. Und er sagt hier, dass wir können in diese große Armee uns nicht wehren. Wir werden kicken unsere Ohren ab, nur die, dass wir wissen nicht, was wir tun sollen. Er steht hier taub, er sagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Was sollen wir tun? Und ich glaube, einmal sind wir auch in so einem Platz, wo wir vielleicht auch, wir sind so hochmütig, haben die Tauschstunden, dass ich weiß nicht, was ich tun soll, oder mir fehlt Halb, dann Gott anrufen und sagen, Gott, halt mich, weil ich kann nicht jeden diese große Armee, und jeden Feind, was die uns kommen tun. Wir sind einmal Tauschstalt mit Tauschstunden, dass wir wissen nicht, was wir sollen tun. Und das, was das kann ich hier wieder, das wird hoch am Abend, er wird hoch angestellt, aber er wird ein gottesfreicher Mann, er kann das sein, dass wir Gott wird Halb haben. Weil hier wieder, das wird steht, wo er nicht weiß, was er soll tun. Sagt er, du werden kicken an sie Ohren ab, nur die. So er wird demütig und stand der Tau. So hier wird ein Platz, wo sie taub kommen und der raubten üten nur Gott nur halb. Das sagt Vers 13, das ganze Volk von Juda, der Aule und auch der Frühes und die Kinder standen dort vor dem Tempel. So ist es interessant, wo das Volk taub ropen und sehen, dass sie sollen fasten und beten und sie sollen sich hier versammeln, hier beim Tempel, beim Verhaft, sollen sie sich versammeln, da wollen sie Gott anrufen. Und die werden am alle in Städten mit dir. Das sagt, das ganze Volk von Juda, der Aule und die Frühes und die Kinder standen dort vor dem Tempel. So die ganze Familie kommt taub. Wir sind sich einig, sie wollen alle taub. Frühes und Kinder und alle taub wollen sich hier versammeln und hier nur Halbfrauen. So das Vers 4 sagt, in Juda versammeln sich an dem Herrn Halb sich, und sogar aus alle Städte von Juda kommen sie. So rennen alle taub, kommen sie die Tauben, die da hier beten und raubten Gott aus nach Halb. So das ganze Volk steht da taub und die werden einverstanden mit, dass sie wollen Gott nur Halb frauen. Groot und klein, frühes, Mann, frühes und alles. So, die kamen hier in diese Städte, um den Herrn zu segnen. Und dann sagt er, als sie hier sich versammelt haben, wie das steht hier im Tempel, wie den Tempel verhaft sich versammelt haben, dann kam der Geist auf eine Person, Eva, das sagt, und der Geist kam in Rede an durch Jehaziel. Das wird eine gewisse Person, du hast nicht viel von denen beschrieben in der Schrift, aber hier in dieser Gruppe, in dieser Versammlung, die wird eine gewisse Person, sagt er, in den Herrn sehen jetzt kein Meden in der Versammlung ab Jehaziel. So ab dieser Person kam der Jesus über an und er braucht den Tam die Botschaft geben, was er zu sein hat, das Volk.
So der erste redet durch diese Person. Und diese Person, das wird, wenn wir das wieder lernen und studieren, dann wird ein Levit. Er wird einer von den Leviten sein Hintergrund. So Gott braucht den. Und der Jesus kam immer an und der hat eine Botschaft, der hat nodig für an, was er wollte an sein. Er hat eine gute nodig für an. In Vers 15 sagt er, der Jesus, der redet durch an und er roept, horcht her, die Lied von Juda und die Einwohner von Jerusalem. Und auch du kenne ich Josaphat. So, er redet die Menschen hier, und das noch persönlich den kenne ich auch noch sagen, sagt er, und du kenne ich Josaphat. So sagt der Herr zu Jünd. So hier auf eine gute Nachricht für ihn, sagt er, das ist, was der Herr zu Jünd sagt, hier sollen Jünd nicht fürchten. Gute Nachricht. In der grote Gefahr, wo sie werden wir und dann zu sagen, sie brauchten sich nicht fürchten. Das ist leichter zu sein, als zu tun, nicht, wenn sie in so einer groten Gefahr sind. Aber das ist, was er zu sagen hat. Er sagt, die sollen Jünd nicht fürchten und nicht vertweifeln. Sagt er, willst diese grote Übermacht, wegen dieser grote Übermacht soll Jünd nicht fürchten, willst das kommt, als nicht jene Sache. Das als Gott seine sagt. Das du auch gut zu hören, dass Gott in dieser Nachricht bringt, dass er nicht Angst haben, er soll nicht Furcht haben, soll nicht vertweifeln, willst das kommen, was zu jenen können, dass wir nicht er kommt, dass wir Gott seine sagt. Gott will sich damit weiten. Gott würde übernehmen. Aber eines was heute zu sein hat, was sie sollen tun, er sagt bloß, morgen sollen sie gehen. Er sagt, Vers 18, morgen soll die jeden Anruf gehen. So, sie sollen da in der Hand gehen. Wenn sie den Weg von Sis nur kommen, wo sie am trafen, eng vom Tool, wo der Wildnis Jeruel anfängt. So, das will sie sollen hingehen. Sie sollen den nächsten Tag sollen sie da in der Hand gehen, aber sie sollen nicht Angst haben, sie brauchen nicht fürchten, weil das wird Gott seine Sache. Die brauchen nicht Angst haben für dich. Sie sollen bloß da Hand gehen, sie sollen sich reinmerken und da Hand gehen, das ist ein Tool, und da wollen sie da begegnen, da wollen sie da sein. Ich gleich, was der nächste Vers sein wird. Er sagt in Vers 17, je soll's überbrücken, nicht kämpfen. So, sie sollen da Hand gehen, soll sich am Bach heben, aber sie brauchen nicht kämpfen. Sagt er, blieb bloß stehen und checkt hau. Das liegt, was eine große Freude gegeben hat. Sie brauchen nicht kämpfen, sie sollen bloß hingehen, wo sie sollen hingehen, wo Gott gesagt hat, wo sie sollen hingehen, wo sie begegnen wollen. Aber sie brauchen nicht kämpfen und blieb stehen. Blieb stehen und checkt hau, wo echt der Herr für uns siegen war. So, du wirst checken, was da passieren wird. Fürchtet nicht, die Einwohner von Juda. In Jerusalem, morgen Gott an entgegen. Und der Herr wird bei uns sein. Gleich das er sagt, der sagt, der Herr wird bei uns sein. Gott hat uns versprochen, er würde sein, wo sie wollen sein. In der Gefahr, wo sie werden werden und alles, wo er sagt, ihr braucht nicht kämpfen, ich werde dann für uns, das ist meine Sache. Insofern sagt Gott auch zu uns auch, dass er wird bei uns sein zu allen Tiden. Und oftmals dann gehen wir in unsere eine Kraft, in unsere eine Macht, und dann können wir nicht sichern. In Matthäus 8, Vers 20, sagt er auch zu uns, das ist von der und da gleich so gut, ich sehe immer beginnt, bei dem Eng von der Welt. Und so sieht er, dass er hier auch so hat ein Gebet und gebracht hat, dass Gott uns will helfen. Und er sagt, sie sollen da hingehen, aber er will kämpfen für ihn. So eine gute Nachricht hat sie zu hier gekriegt. Dann sagt er in Vers 18, dann knallt Josaphat sich durch und neigt sein Gesicht nur die Erde. Und auch das ganze Volk von Juda, von Jerusalem, schmeuten sich vor den Herrn an und beten am an. So hier den sich alle Hand schmieden und beten den Herrn an. Haben eine gute Nachricht gekriegt und sie beten und beten am an. Sie kommen auf die Erde, lehnen sich ganz auf die Erde und beten am an. Und dann sagt er Vers 19, in der Leviten, die Nachkommen von Kahat und Korash, wir mücken sich ab, um den Herrn Israel, ihren Gott, mit Lüde
schallende Stem te loven. Dat is wat ze geplant hadden te doen. Ze willen best met luide stem am loven en am zingen. Ze hadden tidig am nächsten Morgen, als ze losgingen door deze wildnis, wo Gott gesagt hat, wir sollen hingehen, als ze losgingen door deze wildnis, steht Josaphat sich vor an und sagt, horcht mal her, je Mann von Juda, in Israel, dort dem Herrn jullie Gott vertrauen. So, hier wird er sich einig sagen, wenn wir Gott vertrauen, dann wollen je stark sein. Gelauft seine Propheten, dann wollen je siegen. So, Gott hat hier propheziert, durch diese Person, die er den Geistleid überkommen, dass sie würden Sieg haben in diesem Kampf. Gott wird für ihn kämpfen. Er sagt, dann wollen je siegen, wenn sie würden am Glauben und am Glauben. Dann sagt er hier was interessanter. Er sagt, hij beroopt sich mit der Volk und stellt die Tempelsänger in ihre Dienstkleider an. Das ist hier interessant, wenn wir das mit dir beobachten. Er stellt die Tempelsänger, also sie haben für den Tempel haben so eine Gruppe, gewisse Gruppe Menschen, die sie angestellt haben, die sie singen sollen. Und hat die angestellt und die sollen sich mit ihrer Dienstkleider antragen. Und da steht Kriegsbereitschaft, die Leber mit Dienstkleider antragen, dass sie sollen, das ist wie Sänger da, das sollten sie sich kleiden, das wird am Tempel angestellt werden zu singen. Mit der solchen Kleider sollen die antragen und dass sie sollen vor die Armee gehen und sie sollen den Herrn loben mit der Leid, dank den Herrn, weil es deine Treu hat gelebt, hier niemals ab. Das, was er bestellt hat, die Sänger, was sie sollen sich durch ihre Kleider, was sie angetragen haben, wenn sie den Gott loben und preisen mit Gesang. Ich weiß nicht, was von den Kleidern sie haben gebraucht oder was sie haben gehabt, aber jedenfalls sie haben diese Kleider angetragen und sie gingen und sollen das Dankleid singen zu den Herrn. Voller Vertrauen. Dann sagt er, als sie anfangen mit Danken und Loben, leitet der Herr Wort von hängen kommen über diese Menschen, über diese Gruppen, die Ammoniter und Moabiter, die von der Gegend wären. Von hängen kamen über die Ammoniter und die von Borch Sir, die je in Juda losgegangen wären, wo sie in eine Verwirrung kamen und sich je in uns stellten. Und die vernichten den. So hier diese Gruppen Menschen, die fangen sich an, einer für den anderen zu gehen. Sie können sich nicht mehr vereinigen in eine Gruppe gegen eine andere Gruppe und dann sich das dort anbringen. Und das Gott dort tau. So Gott steht das so, dass er sich an ihren anderen anbringen. So dann sagt er, und durchstellten sich die Ammoniter und Moabiter je in die von Borch Sir wären, die uitroden und zu vernichten. Und als sie die von Borch Sir vernichtet haben, geroden sie selbst gegeneinander, also geroden gegeneinander, einer gegen den anderen, und schlugen sich jeden siedlich durch. Das sagt er, als sie erst durchkamen und sagen, die Armeeien haben sich selbst umgebracht. Sie kamen durch und checken da Tau und sagen, sie haben sich selbst umgebracht, einer gegen den anderen. Und da steht, sie jeden einen kriegen, den sie sich selbst gegeneinander anbringen. Das ist, was Gott Tau lassen leiden. Dann sagt er, als Juda über Bitte steht, wo sie in der Wildnis nanchecken können, sich nur das feindliche Heer ancheckten, sagen sie bloß noch tote Menschen ab ihr legen. Nicht einer wir mit den Leben davon gekommen. So das ist, wo Gott regieren, wo Gott in seine Hand nehmen wird. Sie brachten nichts tun. Er brachte den Arm, er lehrt so und lässt sich selbst ankommen, dass sich selbst dort mehr anleiten. Und diese Geschichte geht nach Natschow wieder. Es ist eine sehr interessante, wieder zu lesen. Ich würde jedem ein Tauroden dort die Geschichte wieder lesen, checken, wo es dort gleich Raum nehmen, in dieser Zeit, wo Josaphat je in der Gund, er braucht nicht kämpfen, wo gleich Gott enthalten, auf offene Wege. So, ich will hier belohnen, ich will hier schließen mit dem, weil wir bis checken, was wir hier aus dem lernen können. Das Paulus in Römer sagt, was einmal für hier geschrieben wird, ich habe was von lernen. Da ist eine Lehre für uns.
En ik dacht, ja, wat gaan we uit deze geschichte leren? Van deze ervarenheid, wat das kan ik hiermee aanleiden. Wat gaan we ervan leren van deze geschichte? Eerst van de oorzaak voor ons, dat we eruit leren zullen. Ik glaube, einerseits Nummer 1, wat wir lernen können davon, ist, dass wir können nicht gegen unsere Feind kämpfen. Wir haben einen Feind, der gegen uns kämpft, wo wir nicht machen haben, gegen die kämpfen. Und das ist der böse Feind, was der Prof zu stehlen, zu nicht zu bringen, und anzubringen, was alles von Gott kommt. So, wir können tauschen, dass wir nicht die Macht haben, gegen den Feind zu kämpfen in unsere eine Kraft. Und auch, das kann ich deuten. Nummer 2, Gott loben in die Ehe geben, für wer er ist, und dass er allmächtig ist, und dass er die König ist von allen Königs. Dass auch sein bei dir ist alle Kraft und Macht, das er sein wird. Und du hast keiner, was die widerstehen kann. Das auch tauschen und Gott die Ehe geben und sagen, wer Gott wirklich ist. Und das tauschen und sagen, Gott, du bist der allmächtige Gott. Und durch jeden, die kann keiner gehen. Und auch tauschen, dass wir nicht weiten, was wir sollen tun zu tun. Wir uns dann uns zu demütigen und sagen, wir können das nicht tun. Uns fehlt Hilfe. Und dann eine Hilfsfrauen. Gott, eine Hilfsfrauen, wenn wir in so einer Zeit angeroden tun. Und auch sagen, wir weiten nicht, was wir tun sollen. Deswegen checken unsere Ohren ab die. Dort tauschen. Ich glaube, das ist, was wir lernen können von dessen König, was er tut. Das heißt, du musst umgehen mit den großen Kampf, was er hat. Dann würde, wenn wir das tauschen, dann hier ist das auch so, dass heute, dann würde vielleicht auch zu uns auch sagen, verhüt nicht für diesen Kampf, was die haben. Weil das ist mein Kampf. Ich gebe mir das. So für mich wird eine sehr wertvolle Geschichte. Ich habe auch mal eben gelesen, dass es war für mich so wertvoll aus euer zu denken, was Gott für eine große Kraft und Macht hat, wenn wir uns arm übergeben tun. So mein Gebet ist, dass wir auch wollen, zu tun, das kann ich tun, als Demütig und Utrufen und Hilfe, wo unser Hilfe von kommt. Da wir noch beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir für diese verschiedene Erfahrungen, wo wir von lesen können, wo du die so stark bewiesen, dass je in so einer, was sie tauschen, was da wollen zu sein, dass sie wissen nicht, wo oder was sie sollen tun, dass sie in so eine Gefahren angeroden tun, wo sie nicht wissen, wo sie sollen hingehen, und sie raubten die ohne Hilfe. Gott, ich danke dir, dass wir auch das selbe tun, dass wir eine Lehre aus dieser Geschichte nehmen, wo wir auch, wenn wir in eine gewisse Stadt angeroden tun, wo uns Hilfe fehlen, dass wir auch utropen in die in der Tauschstuhl sein, wir wissen nicht, was wir sollen tun, deswegen kicken an sie und nur die. Und ich bete, dass wir auch wollen tun, wenn wir in so eine Stadt angeroden tun, wo wir nicht wissen, wo wir nicht wissen, wo wir sollen wieder gehen, dass wir dann wollen nur die eine Hilfe fragen. Wo du uns leiden und führen zu aller Zeit, Herr. Dankeschön, Herr, für dein Wort, und ich bete, dass wir das wollen anwenden in unser Leben, wo immer uns das fehlen, zu aller Tiden, die anrufen und weiten, dass du uns helfen, du bist der allmächtige Gott, wo wir können Hilfe gehen. Dankeschön dafür, Herr, und ich bete, dass du das uns auch tun, zu aller Tiden, wo uns Hilfe fehlen wird, und dass du uns mit deinen Wegen beschützen, auch wenn das Engeln sind oder was immer du brauchen, das uns zu beschützen, dass du das tun, dass wir das möchten sein, dass du bist unser Helfen, wie das gleich kann sein, dass du uns geholfen hast und das tust. In dem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.